Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Auf den letzten Karnevalsmetern begrüßen wir euch vom Köln-Ding der Woche zur Sessionsabschlussfolge oder Einstiegsfolge, denn Viva Fastelavond ist mal gerade so vorbei und heute könnt ihr uns entspannt zwischen Aspirin, Rollmops und einem Konterbier eine neue Folge von uns hören. In 3 Tagen ist Rosenmontag und ich wette, dass ihr heute von uns vorgestellte Lied mindestens noch 3000 Mal bis Aschermittwoch hören werdet. Und jetzt begrüßt mit mir den Kapellmeister aus dem Williamsbau, die Tuschkanone und Meister der musikalischen Überleitung, Mr. Schellebaum, der Uli. Oh, wie schön. Mir gegenüber sitzt heute sehr bunt kostümiert, mit einer roten Nase und in vollem Ornat der treuen Husaren, der frisch gebackene treue Husar Frank. Er hat gestern geschafft, er ist gestern vereidigt worden, er ist jetzt ein echter treuer Husar und Mitglied eines wirklich kölschen Traditionschors. Und dir nochmal großes Kompliment. Ja, ich muss denen nur noch Bescheid sagen, dass das so ist, aber die hören das ja jetzt. Ne? Heute wollen wir über ein Lied sprechen, das wie immer bei uns einen doppelten Boden hat. Ne? Denn wir schauen ja gerne mal tiefer in die Themen rein als die 0,2 Liter von einem Kolschglas. Es gibt ja Lieder, die alle kennen und gedankenlos mitsingen, aber den eigentlichen Ursprung oder Kontext, dem ist man gar nicht so bewusst. Zum Beispiel U2 Bloody Sunday beschreibt ein Blutbad in Irland des Jahres 1972. Oder Bruce Springsteen, Born in the USA, ist ja eigentlich ein Abgesang auf den amerikanischen Traum der Arbeiterklasse und glasklare USA-Kritik. Gut. Von Bruce Springsteen zu Karnevalssongs ist jetzt ein Megasprung, aber bei dem Lied Es war einmal ein treuer Husar ist es vergleichbar. Denn hier hören wir immer nur die erste Strophe. Die erste Strophe lautet: Es war einmal ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr und noch viel mehr, die Liebe nahm kein Ende mehr. Bis hierhin eigentlich gut, ne? Kennt man und ist so der Klassiker, den kann man so schön als Marsch singen. Was aber schon auffällt ist, mit Fastelavond hätte das jetzt nichts zu tun, ne? Da ist kein einziges Alav und kein Humbertäterä drin. Karneval kommt da nicht vor, ne? Was aber noch viel gravierender ist als diese Tatsache ist, dieses heute schmissige Lied ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr trauriges Lied. Allerdings, wenn man nur die erste Strophe kennt, dann denkt man, na jo, treuer Husar, Liebe und gut ist, ne? Nein, das Lied hat insgesamt 12 Strophen und dabei geht es um Liebe, Tod und viele Tränen. Tatsächlich wird die große Liebe eines jungen Husaren besungen. Husaren waren damals eine militärische Einheit, die aus auf zu Pferd kämpfende Soldaten bestand. Heute sind die treuen Husaren allerdings ein Traditionschor in Köln. Schöne Grüße, falls ihr uns hört. Ihr seid herrlich. Dieser Junge im Lied, namenlose Husar, erhält die Nachricht, dass seine Liebste zu Hause todkrank ist. Und entgegen jeder militärischen Geflogenheit meldet er sich nicht ab, sondern desertiert und schwingt sich auf sein Pferd und reitet los. Und dazu gibt es die Strophe. Und als der Knab die Botschaft kriegt, dass sein Herzlieb am Sterben liegt, verließ er gleich sein Hab und Gut und wollte sehen, was sein Herzliebchen tut. Er reitet also nach Hause, reitet zu seinem Mädchen und trifft die dann im Sterbebett an. In dem Lied heißt es: Grüß Gott, Herzliebste mein, was machst du hier im Bett allein? Sie antwortet: Hab Dank, mein treuer Knab, mit mir wird's bald heißen, ab ins Grab. Also das ist jetzt alles andere als lustig an dieser Stelle hier. Und sie stirbt in seinen Armen. Da heißt es nämlich, er nahm sie gleich in seinen Arm, da war sie kalt und nimmer warm. Und als das Mägdelein gestorben war, da legte er es auf die Totenbar. Also das hat so mit Fastelavond immer noch ja nichts zu tun. Aber in Köln läuft ja vieles völlig anders. Hier wird aus der tieftraurigen Ballade ein Karnevalsmarsch. Seit über 100 Jahren ertönt beim Schunkeln in der Kneipe, auf den Karnevalssitzungen oder im Rosenmontagszug diese stark verkürzte Version des Liedes. Besonders bekannt ist die sehr schmissige Version von Willy Milovic. Die kann jeder Karnevalist auch noch nach 15 Kölsch mitsingen. Und dabei verkennen die Kölschen die ganze Tragik. Dabei hat der treue Husar mit Köln absolut
nichts zu tun oder sagen wir mal nicht viel zu tun. Die Spuren des Liedes führen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Verschiedene Versionen finden sich in Volksliedsammlungen quer durch Deutschland und in den meisten Versionen, hier wird auch keinen treuen Husar, sondern da war eine rote Husar. Dieses Lied war also so allgemeingut, eigentlich wurde überall gesungen. Erst ein gewisser Ernst Heinrich Franzen hat 1924 das Lied in einen Marsch umgebaut und das hat sich dann der Treue Husar zu eigen gemacht, das Traditionschor. Die bezeichnen das Lied als vereinseigenen Büttenmarsch. Und jetzt küttet, wir sind mal wieder gölsch bescheiden an dieser Stelle. Ich habe mal in die Chronik des Treuen Husars reingeguckt und da lautet es: 1926. Mit dem ersten öffentlichen Auftritt der Husaren begann der weltweite Siegeszug des vereinseigenen Büttenmarschs. Es war einmal ein treuer Husar, komponiert von Franzen. Dessen Sohn Jupp Franzen schrieb später den heute geläufigen Text dazu. Das heißt, aus Köln in die ganze Welt und das nur dank dem treuen Husar. Gut, aber erst seitdem wird dieses Lied mit dem Karneval in Verbindung gebracht und eigentlich auch nur die erste Strophe. Einen ganz besonderen Moment hatte das Lied allerdings am 11. Juni 2025 erlebt. Dem Karnevalsphilosoph Wolfgang Oelsner wurde an diesem Tag der Rheinlandtaler verliehen. Ein bemerkenswerter Moment bei dieser Verleihung war die Dankesrede von Wolfgang Oelsner. In dieser Rede präsentierte er die Anderswelt Karneval. Oelsner erklärte darin auch, dass Karneval so viel mehr kann als Tralala, er kann nämlich auch Substanz. Und er erklärte dies am Beispiel des Lieds vom treuen Husar. Dazu der Kölner Stadtanzeiger. Die virtuose Stadtkapelle schmetterte den Marsch, so wie ihn der Militärkapellmeister Heinrich Franzen 1924 komponierte. Dann sang Ex-Blackfoes-Sänger Kafi Biermann mit der Band Knipschaff den kompletten Text des alten Volksliedes, so leise und fein arrangiert, dass manchen im Saal die Tränen kamen. So spürte jeder, was Oelsner meinte, wenn er vom Wechselbad der Gefühle berichtete, in dem Melancholie auf Lebenslust trifft. Heute habt ihr zwei Möglichkeiten, den treuen Husar regelmäßig zu hören. Die eine Möglichkeit ist, ihr geht ans 4711 Haus in der Glockengasse. Das Glockenspiel da spielt nämlich tatsächlich den treuen Husar. Ist ohne Gesang, nur die Töne. Die zweite Variante ist, ihr kommt mit auf meine Kretzertour. Ich habe nämlich eine Stadtführung, Kölsche Kretzerlien ob der Straße. Und da reden wir auch intensiv über dieses Lied und ich spiele auch wesentliche Teile an. Tatsächlich sind die Teilnehmer dann immer total geflasht, weil das kennt eigentlich keiner. Ich habe bisher ganz wenige nur in den Führungen gehabt, die wussten, um was es geht bei diesem Lied. Die kennen alle nur die Milovic-Version und die ist halt so ein bisschen Rambazamba-mäßig. Jetzt habt ihr wieder was über den Karneval gelernt, beziehungsweise über ein Lied und dass es doch wesentlich tiefer gehen kann, als man so gemeinhin meint. Ich habe aber noch eine Frage zum Schluss. Welche musikalische Legende hat das Lied gecovert und folgenden Text eingearbeitet? While roaming around a little German town, we found this love song with a brand new sound. Now, I don't speak German, so day by day, we wrote these lyrics in a way. Variante, entweder war es Presley oder es war Louis Armstrong. Weil nämlich ich habe das Lied, die Louis Armstrong-Version, die spiele ich auch auf der Kretzertour, um mal diese Swing-Version auch zu hören. Ja, das ist vollkommen richtig, lieber Uli. Du bist heute der Gewinner. Weil Louis Armstrong verjazzte den treuen Husar und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Version. Die kann man sich auf YouTube übrigens angucken. Die hat er 1961 mal live in der Ed Sullivan Show gespielt, die damals, glaube ich, aus Berlin übertragen wurde. Er hörte das Lied wahrscheinlich 1955 bei seinem Auftritt im Kölner Williamsbau und veröffentlichte diese eigene Version 1956, inklusive Charterfolg in Europa, England und den USA. And by the way, let me say it such more way. Tschüss zusammen. Oh, hast du schön gesagt. Allah feiert ordentlich Karneval und wir sehen uns nach den großen Heiligen Fastelovensdag. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple,
RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.